Es war dann ein Glück, dass die Sintflut gekommen ist. Und deswegen hat er sein nächstes Gedichtel die Sintflut geheißen. Berühmte Pelzer gibt's en masse, dann unser Rass ist erster Klasse. Geschickte Maler, große Dichter, Gelehrte und Fabrikinspektor, Professor, Musikanten, Dichter, Theatersleit und Kriegsminister. Wenn ich von so einem Mann als les, wo so gelehrte Sache ist, dann sag ich als eins ist gewiss, dass Selamon ein Pelzer ist. Und stimmt auch meistens auf den Knopf, dann Pelzerleid sind hell im Kopf. Der Noah, ich bin gut davor, war auch in unsere Pals geboren. Weil er so schlau war und gescheit, grad wie die Pelzerleid noch heut. Dann damals hat kein Mensch gemeint, dass es eine Sintflut geben kennt. Und nicht der Noah hat's gewusst, dass bald so etwas kommen ist. Dann sellemals haben auf der Welt die Leute grad alles angestellt, was unser Herrgott hat verbot. Es war ein Schand und war ein Spott. Da hat der Noah gleich gedenkt. Die Leid, die Heere all gehängt. Es einfachst aber wär's am End, wo man sie all versäfe kennt. In so einer Sintflut, tief wie's Meer. Ich glaub, dass das am besten wär. Und wirklich, grad so ist es gegangen. Auf einmal regen's wochenlang und hat geplanscht als wie noch nie. Das Wasser ist gestiegen und steigt als fort und steigt, bis alles unter Wasser leiht. Die Bäm, die Heiser und die Hibbel und als verdrehen's noch wie aus Kibbel. Und auf der hohen Berg stehen oben in Todesangst die Menschen droben. Aus aller Aue guckt's Entsetze und jeder bet zu seiner Gitze. Das Wasser aber steigt und kommt als näher an die Leid, kommt alsfort näher und krabbelt alsfort her und her flieht der Menschenhaufe, fann nicht im Wasser zu versaufen. Die Wasserflute aber wälze sich weiter über Steh und Felsen als näher an die Leid, die Arme, ganz ohne Mitleid und Erbarmen. Am höchsten Gibbel, eng gedrängt, da stehen sie kunterbunt gemengt. Aus ihr Aar, hohl und leer, da glotzt und stiert der Wahnsinn her. Sie beten in mir Nähe, sie brille, der Rehe und die Flut zu stille. Und flehe blutig sich die Händ, doch alsfort näher kommt ihr End. Da krabbelt er nuff und droht von alle Seiten her der Tod. Und wie am nächsten Tag die Sonne raufsteigt in der Morgenstund, du sieht sie noch Luft und Meer. Kein Baum, kein Busch mehr, alles leer, kein Laut, kein Leben ringsherum, nur Wasser, Welle, still und stumm. Ei, komm mal da. Im Meer da draus, da schwimmt ja etwas wie ein Haus. Was ist dann das? Was kann das sein? Man meint, da wären Menschen drin. Wer war's? Der Noah, unser Leid. Der hat sich noch zur rechten Zeit, vor's Organ hat, das Rehewetter aus Tonnenbalgen und aus Bretter ein Schiff als Wirhaus gemacht. Jetzt hockt der Droge drin und lacht und denkt sich, ja, ein Pelzermann, was der nicht alles machen kann. Da hat er wirklich recht gehabt. Das Schiff, das war ein wahrer Staat. Da waren nicht nur Stube drin, vor sich, sei Frau und vor sein Kind. Er hat auch vor sein Fischzeug allen hingebaut, ein Extrastall. Da waren Geil und Kieh und Affe und Leoparde und Giraffe. Da Tischer, Atzle und da Gämse. Da Biene, Micke, Schnoke, Bremse. Da Fleh, da Wilf, da Lämmergeier und Schlange und so Ungeheuer. Das war fürchterlich Gezaul, Jole, Gauze und Gekrabbel. Das hat geflaschert und gewusselt, dass man's als Heid noch arisch gruselt. So ist der Noah lang geschwommen auf der Sintflut obenrum.
Auf einmal merkt er, wie die Flut so nacheinander fallen tut. Und guck, da drüben linker Hand, da sieht man schon ein Stück Land. Da sagt der Noah. Ich mein, als wir schwimmen mitten auf der Palz. Dann da wär ich doch arisch, wenn das der Dunnersberg nicht wär. Der Dunnersberg mit seiner Tanne, hurra, da fahren wir gleich an. Und ist er gleich drauf losgesteuert und hatte Landungsfest gefeiert. Und das Wasser ist als fortgefallen. Jetzt sieht man schon ins Zellertal. Da vorne guckt da schon ein Haus von Kerschem aus der Flut raus. Und freundlich schleit dort in der Sonne der Weiherhof, ganz trocken schon. In der Realanstalt wird bald schon wieder Unterricht gehalten. Na, kurz und gut. Es dauert noch so ungefähr eine gute Woche. Da ist der Noah frisch und munter mit seinen Leuten Berge runter. Und was er dann noch hat getrieben, ist in der Heiligen Schrift geschrieben.